Hallo miteinander, willkommen zu einer weiteren Folge Schweizerdeutsch. Wieder mal in gewohnter Umgebung. Im Studio. Geliebtes Studio. Was sehr viel Liebe bekommt. Ja. Wie man da sieht, ich sehe es nicht, wie man da sieht, wie man hinter der Kamera vor allem sieht. Das ist respektlos. Das ist gottlos. Also ich habe gedacht, das ist hier, aber das sind nur so Farbabdrücke. Ich habe gedacht, das sind so Flüge. Oh. Ja, ich habe schon gesagt, Flüge. Ein kleiner Flügebefall. Grüß genug an das Nuss von Livio LKZ40. Das ist fatal. Ja, das ist wirklich aber krass. ich habe gefragt, ob er das hier an tun. Und ich so, ja, darf er. Nur ich aber du bist davon ausgegangen, dass es einer war. Ja, also er hat die ganze Box reingelegt. Das ganze Snooze-Pack hat er ausgeleert. Ja, und ich bin so faul gewesen, habe das nicht weggenommen. Darum sieht man jetzt, ja, wie sagt man? Ja. Sieht man jetzt an Produkt, sagen wir mal so. Ja, voll. Rico, wie geht's dir? Mir geht's super. Schön. Wie geht's dir? Ja, schön, auch gut. Auch gut. Das Wetter wird wieder gut, wird besser. Ja. Wird besser. So langsam muss man nicht mehr Pullis anlegen, aber jetzt sind wir Keller, muss er. Weil es ist verdammt kalt. Habt ihr das Schild vom Guido? Ja. Das kippt immer so ein bisschen hinterher. Egal. Du das immer so fixieren hinter den Pflanzen und so. So. Ja. Es schaut ein bisschen auf, ist voll. Ja? Das Wetter wird schön. Das Wetter wird schöner. So langsam überlegt man sich ein Cabriolet zu kaufen. Aber kein Geld, leider. Kracht. Voll. Also, was ist unser Tagesprogramm? Wir haben mal wieder nichts vorbereitet. Ja. Wir haben auch gesagt, wir jeppen mal ein bisschen wieder. Eine kleine Jeb-Session heute. Jeb-Session. Und wir haben noch wieder eine Umfrage gemacht, beziehungsweise ich habe wieder eine Umfrage gemacht auf Instagram, wo ich wieder können alles Mögliche reinschreiben, was ihr wissen wollt. Spielideen. Alter, wir haben wieder kein Spiel. Wir haben wieder gar nicht vorbereitet. So. Das ist so typisch. Ja, typisch Schweizerdeutsch. Voll. Ja. Egal. Und jetzt? Ja, Können wir improvisieren. wenn wir zuerst mit den Fragen anfangen. Das ist gut. Also fangen wir mit den Fragen an. Mann, ey. Weil weißt, aus den Fragen gibt es dann Gesprächsstoff und dann können wir so... Wir haben hure viel heute das mal bekommen. Also ich bin sowieso eine Stunde gewesen, ich habe die Story gemacht. Dann so eine Stunde später schaue ich mal rein. Ich bin gestern am Let's Fets gewesen. In Einzelnen. erzählen, ja. Stimmt. Der Joris kennt ihr ja, unser Käse-Typ. Der Käse-Typ, Mann. Der Käse-Typ. Der hat mit seiner Band Neuland gestern Auftritt gehabt am Let's Fets, oder? Und ich durfte ihn fotografieren, oder sie, die Band. Paparazzi, voll. Ich muss sagen, ich habe eigentlich gemeint, dass Let's Fets ist so am Abend einfach, aber nicht so bis in am... der Nacht. Ja, also ich habe so gedacht, wo mich gefragt hat, ja, ich muss so um 6 Uhr mal auftauchen und dann mal ein paar Bilder machen. Nö, die haben Auftritt gehabt am... Boah, was war das? 10 vor 1. Haben die Auftritte oder so gehabt. Ja. Und dann habe ich mir so gedacht, Junge, jetzt muss ich dort wirklich bis am 1 noch stehen und nachher noch Fotos machen und alles. Gut, sie müssen ja auch vorbereiten und alles, aber trotzdem haben sie gedacht, also ich habe das bis vor einer Woche habe ich das nicht gewusst, dass ich am 1 dort muss stehen, oder? Oh. Egal, dafür habe ich so ein Badge bekommen, so einen VIP-Media-Pass. Also Media-Pass? Nein, einen Band-Pass habe ich gehabt. Ja. Aber habe ich trotzdem viel wie VIP, ich bin überall durchgekommen. Schon? Ja, haben dürfen so die Ausgänge nutzen, wo nur die Bandmitglieder und so haben dürfen nehmen und alles. Ich hatte gratis Toni hinter der Band, also hinter der Bühne. Ja. Gratis Toni. Apropos Toni. Das lassen wir jetzt. Kühlschrank. Ja, der Kühlschrank. Irgendwann. Ja, auf jeden Fall. Es war mega cool gewesen, aber es war mega heiß in dieser Halle. Wie viele Leute sind da gewesen? Boah, was hat der Joris gesagt? Das sind, Das war Full House gewesen, ja? Ja. Also es war schon recht voll gewesen. Ich glaube, es war sogar online ausverkauft gewesen. Ja. Was hat er gesagt? Innerhalb von... Wie viel 2 Stunden oder so? 2 Stunden 800 oder 1000 Tickets weg, irgendwie so etwas. Irgendwie so, ja. Ist schon krass. Ja, und dann haben wir da halt noch, was wir lustig gefunden, der Joris hat müssen Bühne, also Band ansagen. Also es ist ja nicht nur der Joris dort gewesen, sondern es sind auch noch ganz viele andere Bands gewesen. Ich weiss, also ich kenne die nicht. Es ist halt einfach so sind so lokale, es ist so, es sind halt so Coverbands gewesen, aber auch Bands, die eigene Lieder gespielt haben. Und
ja, der Joris ist immer so, wie man sich so vorstellt, der Vorhang ist zu gewesen. Nachher immer so, zwischen jeder Band sind so 25 Minuten Zeit, um alles parat zu machen und so. Aufstellen, ja. Und irgendwann siehst du dann so 2 Minuten bevor die Band anfängt, siehst du so beim Vorhang so ein Licht, so ein rundes Licht. Scheinwerfer so ein einfach. Scheinwerfer, Ja. auf den Vorhang zeigt. Und dann geht der Vorhang so ein bisschen auf und dann steht jetzt so ein Joris. Und dann so, habt ihr Bock auf AC? Kommt mal ein bisschen vor. Es ist aber alles Rock und Metal. Ja, also es sind halt einfach so, ja, es sind Ja. Rocklieder. Am Schluss hat es noch einen DJ-Auftritt gegeben vom DJ Hödi. Das war mein bester Kollege aus der Primarschule, der Silvan. Schau das gerne raus. Ja, der hat einfach dann noch so ein bisschen einfach Lieder abgelassen, so, DJ halt so einfach. Sing-along-Lieder, so, so Danza Kuduro und so Zeug, oder? Voll. Das war dann auch nicht mehr so voll gewesen, also, aber die meisten sind so, ich denke mal, so um 12 Uhr heim. Ja. Also beim Joris hast du auch schon gesehen, jetzt sind dann schon ein bisschen Leute heimgegangen. Ja, es macht aber auch Sinn, ich meine, so spät am Abend. Ja, klar. Was willst du machen, oder? Aber es war trotzdem mega cool gewesen. Das auch die Fotos sind, glaube ich, auch mega cool rausgekommen. Also ich bin selber ein bisschen überrascht, wo ich gemacht habe, was für Bilder. Also Also das, was du mir gezeigt hast, ist wirklich gut gewesen. danke. Ja, ich bin selber... Ich habe mich heute mal nur aufs Foto fokussiert, sonst fokussiere ich immer so auf beides ein bisschen. Aber das ist dann wie nicht so, du kannst dich dann nicht auf eins Ja, klar. so voll tun, oder? Und das ist so immer, ja. Ja, das zu dem. Ist cool gewesen. Danke, Joris, für die Einladung. Eben, dass ich da auch sie, gratis Eintritt und auch die Bands können anschauen und alles. Ist cool gewesen. Mache ich wieder. Ja, gehen wir zu der Frage. Gehen wir zu der Frage. Das war das letzte Fett gewesen. Das war das letzte Fetz gewesen. Also Voll. ich habe alles offen. Und da hat sich der Guido verabschiedet. Ja, so halbwegs. Ja. Da haben wir noch ein bisschen. Falls ihr eine Idee habt, wie wir das Schild könntet verbessern, meldet euch. Weißt du, das wäre geil? Mit so Seil, weißt du, so runter in der Mitte. So eine Kette wäre auch geil. So eine Goldkette. Also, Ja, komm, scheiß ja, drauf. er ist jetzt am Schlafen. Naja, der braucht auch mal seine Pause. Genau. Mit den Flügen. Die erste Frage. Das Gute ist, es ist nur eine Pflanze, also es ist eine Plastikpflanze, heisst, die Flüge attackieren die Pflanzen nicht. Zum Glück. Ja. Ich glaube, nach die Pflanze wird drinnen auch nicht lange Die hat die 5 Tage überlebt. Ja. Vor allem die so viel Licht, das sie hier bekommt. Ja. Vor allem die Ecke hinten vor allem. Immerhin hat sie eine Heizung, so ein bisschen Wärme bekommen. Wenigstens das. Ja, voll. Also, die erste Frage kommt von der Lia. Was ist eure Meinung zu Billie Eilish? Grüßli. Also Lia, Grüßli zurück. Grüßli zurück. Wir haben uns eine Strophe, oder? Ich glaube, am Geburtstag von Renato. Ja, mal am Geburtstag oder so. Ja. Ja. Und was haben wir dort gesagt? Wir hören halt keine Billie Eilish, das ist so ein bisschen das Ding. Ich kenne ein einziges Billie Eilish. Ja, a bad guy. Dann kenne ich zwei. Also nein, falsch. Ich finde, eins Billie Eilish steht einigermaßen. Also ich finde das gut, ich finde es ein schönes Lied und ich kenne zwei. Und das ist das andere. Ocean Eyes heisst das. Ah, das kann ich glaube auch. Doch. Sag mir auch etwas. Ja. Ich kann nur das Bad Guy Meme. Das how to be Billie Eilish Bad Guy auf YouTube, da wo er so mit Instrument und so den Beat nachher macht. Und mit so Pfanne und Töpfen und Ja. wo er so einen Ventilator reinredet. I'm a bad guy. Oh Mann. Ja. Ja, nein, meine Meinung zu Billie Eilish. Ich habe keine Meinung. Ich kenne die Person nicht so gut. Ich habe mich mit der nicht auseinandergesetzt. Ja, ich habe ehrlich gesagt auch nicht so eine grosse Meinung. Ich kenne 2 Lieder oder so. Vielleicht 3, 4, keine Ahnung. Aber ja, ich höre halt jetzt auch nicht so und ich finde sie jetzt nicht mega gut, ich finde sie nicht mega schlecht, also ich bin da recht neutral eingestellt. Ja, also. voll. Ja. Sorry, falls du etwas anderes erwartet hast, aber wir hören halt Billie Eilish so 0. Ja. Ja, Das ist nicht so unsere Musik. genau. Ja. Frag mal den Rico McCarty. Das ist gute Musik. 4,5 von 10. Das ist gute Musik. 4,5 von 10. Also, die nächste Frage von der Hast du nicht Mari. mal eine Hülle gehabt? Doch, aber ich habe sie weggenommen, weil die ist also die ist kaputt gegangen. Und jetzt habe ich es weggenommen, jetzt habe ich es einfach ohne Hülle. Okay. Ja. Ja.
Die nächste Frage ist von der Marie Alex. Ah, ja. Die ist, glaube ich, mehr an dich gerichtet. Würdest du Berlin empfehlen für Ferien oder eher eine andere Stadt in Deutschland? Und ich glaube, das nächste ist gerade zu anerkannt. Ja. Maybe Bremen. Niklas, deine Bremen-Pipeline. Sie kommt ja aus Bremen ursprünglich. Ah, wirklich? Marie Alex kommt aus Bremen. Ja. Und ist dann irgendwie in die Schweiz gekommen. Ja, voll. Schau, das geht raus. Shoutouts. Ja, ich würde Berlin empfehlen für so einen Wochenendtrip oder allgemein so, eine Woche kannst du safe an Berlin machen. Eine Woche kannst du fix machen, Du hast, also, ich bin jetzt das 4. Mal in Berlin und ich habe immer noch nicht alles gesehen, was ich will. Also eben, so was wir halt in Berlin so gar nicht gemacht haben, sind so, wir sind nur so im Zentrum einfach rumgegangen. Wir sind nie so in die westlichen oder östlichen Regionen von reingegangen. Wir sind voll immer so im Zentrum gewesen, was ja auch cool ist. So. Voll, ja. Also du kannst vieles machen dort. Also Alexanderplatz kennt jeder. Klar, ich denke mal, nach 3 Tagen ist das ausgelutscht. Ja. Aber wir hätten auch mal ins KaDeWe gehen. Klar, dort sind so die noblen Markenläden, das denke ich mal so. Aber trotzdem einfach mal dort durchlaufen und so, weißt du. So. Ja, voll. Oder Charlottenburg und so, oder wo sind wir noch gewesen? Oder wo sind wir noch gewesen? Wir sind in Kreuzberg gewesen, wir sind... Schöneberg. Oder Charlottenburg sind wir noch gewesen. Ja, dort sind wir noch gewesen. Die anderen Bezirke kenne ich gar nicht. Wenn man dem überhaupt Bezirk Berg sagt. sind wir gewesen. Ja, Stadtbezirk. Halt. Ja. Stadtteile. Ja. Ja, nein, du kannst sicher viel machen, sagen wir es mal so. Und ich denke, wir haben halt, unser Ding ist halt so ein bisschen auf Shopping ausgerichtet gewesen. Was ich so okay gefunden habe, aber ist ja kein Problem, ich habe es ja mitgemacht. Und einfach ein bisschen rumlatschen und Currywurst essen. Du kannst viel in Berlin machen, ich würde es empfehlen. Was war noch die andere Frage? Maybe Bremen. Andere Stadt empfehlen, oder was? Das ist oder eine andere Stadt in Deutschland, ja genau. Also, zähl ich mal auf. Hamburg, Favorite City. Schon? Sag dir ehrlich, immer noch. Also eigentlich die Reihenfolge. Hamburg als erstes. Weil Hamburg ist einfach so eine geile Stadt, vor allem so mit dem Hafen. Du kannst so geil dort latschen, du kannst auch gut shoppen, du kannst... das U-Bahn-Netz ist auch easy gut. Also du kommst auch mega schnell. Jungfernstieg, wie die alle heissen dort. Voll. Bist du schon mal in Hamburg gewesen? Nein. Was sagst du denn voll? Ja, weil du nichts von dem erzählst. Okay. Ja, allgemein Hamburg, wirklich Platz 1 City, finde ich, so zum Ferien machen, so Wochentrip. Und das kommt jetzt nicht, weil ich von dort komme oder weil meine Familie von dort kommt, sondern einfach wirklich, es ist vor allem auch von den Leuten her einfach so offen. Es ist so eine voll offene Stadt. Ich denke mal, Bremen wird von den Menschen her etwas Gleiches sein, weil es ist so... Ist ja nahe beieinander. Aber Bremen bin ich noch nie gewesen. Darum musst du mir da mehr erzählen. Dann schwierig, Berlin oder München. Was ist du machst jetzt nach Reihenfolge? Ja. Also Hamburg 1 dann? Berlin oder München, würde ich sagen. Jetzt bist du gefordert. Es ist halt schon schwierig, weil München denke ich jedes Mal so, wenn du am Abend im Sommer dort beim Olympiapark rumlaufst. Sehr geil. Dort mit dem See und mit dem Olympiastadion, dann siehst du den BMW Tower und den Olympiaturm und so. Das hat einfach so, ich habe letztens das Gefühl, wo wir Coldplay-Konzert waren, das hat so einen geilen Vibe. Das hat einen richtig geilen Vibe gehabt dort. Ich würde sagen München 2, Berlin 3. Wo bin ich so schnell? Wirklich mega schön. Ja, wirklich. Köln bin ich auch mal gewesen, aber das ist jetzt nicht so crazy. Köln ist glaube ich mies vercrackt. Ja, das ist halt NRW, das geht in die Richtung halt. Das ist so... Ich bin noch nie gewesen, aber von dem, was ich so gehört habe. Es ist so... Ja, es ist okay. Also es gibt auch einen coolen Weg, wo du kannst laufen kannst. Beim Rhein entlang gibt es so die Kranhäuser. Ja. Wo Felix von der Laden drin wohnt. Ja, die viereckigen da. Ja, die wo so aussehen wie so Kran. Ja, ich weiss. Dort kannst du voll cool laufen, so am Rhein entlang. Und das ist in Köln? Das ist in Köln. Ich habe gemeint, das ist in Hamburg. Nein, das ist Köln.
Das ist, ja, ist voll, also ja, ist easy, aber ja, ich würde sagen, in den Städten, wo ich jetzt war, bin, Hamburg, München, Berlin, Köln, Gelsenkirchen. Also in dieser Reihenfolge, in den Städten, wo ich war, bin, sonst bin ich noch nicht. Stuttgart? Stimmt, Stuttgart, ja, aber Stuttgart bin ich noch nie so richtig gewesen, sondern immer so im Milaneo. Ich bin immer im Milaneo im Stuttgart gewesen. Das ist das Einkaufszentrum. Ja, voll. Ja. Ist auch nicht schlecht. Aber keine Ahnung, wie Stuttgart ist. Müssen wir mal machen. Ja. Freiburg bin ich auch noch gewesen. Freiburg auch cool. Freiburg ist so eine kleine Dorfstadt. So, es ist so Ja. hure klein, so, erinnert mich ein bisschen wie Einsiedeln. Einfach ein bisschen grösser. Ja. Okay. Ich würde sagen, das kommt so, ja... Ich würde sogar sagen vor Köln. Schon? Ja, Okay. Ich finde es mega schön. So, wir waren im Sommer, 30 Grad. Und Gemütlich. ist auch gross. So. Und ja, voll. Und solange man ein bisschen Sachen kann machen, ist gut. Ja, voll. Ja. Jo, aber Bremen kein Plan. Sorry. Gehen wir weiter im Text. Die nächste Frage ist von der Nina. Oh je. Top-Erlebnis. Das ist eine allgemeine Frage. Boah, Top-Erlebnis. Da gibt es hure viel. Top-Erlebnis. Erzähl mal du. Jetzt habe ich hure lang erzählt. Soll ich einfach mal... Ja gut, von dem habe ich ja schon erzählt. Ein Top-Erlebnis... Weißt du, was ich lustig finde? Was? Nina schreibt immer etwas rein, aber selber lässt den Podcast nicht. Egal. Schau, das geht aus an Nina. Egal, einfach etwas hinschreiben. Ja, ist gut. Sie dankt an uns wenigstens. Ja. Top-Erlebnis. Du hast auch nicht im Kopf gehabt, gell? Doch, hat schon ein paar. Jetzt, was mir immer in den Sinn kommt, Top-Erlebnis ist halt fußballbezogen Real Bayern, wo wir sind schauen. Hast du gedacht, jetzt zackt er raus hier? Was? Nein, was hast du gedacht? Ja, dass du irgendwie sagst, ja, Real hat Bayern geschlagen. Aha, nein. Wo wir im Stadion waren, Real Bayern schauen. Das ist sicher, Ja, das ist schon eines von der... ist sicher ein Top-Erlebnis, dann, ich sage halt immer Ferien, oder wenn du ins Ausland kannst, irgendetwas erleben, halt einfach so. Ja, Ferien, das sind für mich immer so Top-Erlebnisse. Wenn du einfach mal so kannst abschalten und mal etwas anderes sehen, weg von daheim bist für ein paar Tage oder für ein paar Wochen, je nachdem. Das sind halt so Top-Erlebnisse für mich. Also ich habe jetzt nicht eins spezifisch in dem Sinn, wenn ich muss sagen, boah, das ist es. Was war so dein Top-Erlebnis von Berlin? Mein Top-Erlebnis von Berlin, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen... dort... Also es ist jetzt recht spezifisch, aber dort die Region Prenzlauer Berg, dort wo wir gegessen sind, italienisch. Ich habe dort einfach von der Stadt her das hure schön gefunden. Also dort sind wir halt nicht viel gewesen. Wo wir gut joggen sind. Ja, stimmt. Wo wir gejoggt haben. Wo ich plötzlich den Ding rausgepackt habe. Wie hat er geheißen? Der Rocky. Ja. Wir sind so ganz gemütlich am Laufen gewesen, nach dem Essen. Wir sind voll gewesen. Auf einmal läuft der Typ, ich bin so am Laufen, ganz normal, auf einmal höre ich so hinter mir. Ich schaue so schaue so über die Schulter. Also ich bin hinten dran gewesen. Ja, der Typ kommt hinter mir joggen mit Rocky-Musik. Genau, und säckert einfach so an mir vorbei. Ich habe nichts mehr gecheckt. Das ist das erste Mal, wo ich ihn joggen gesehen habe. So ein Viertraum. Das ist... Und nachher haben wir alle gejoggt. Ja, es hat auch geregnet. Ich Ja, habe ja. Bock gehabt zum Nass werden, also dachte, jetzt ist so Joggingwetter, weißt Ja, mit der Musik war super gewesen. Ja, alle haben uns dumm angeschaut beim Dönerstand, wo wir vorbeigelaufen sind. Die haben doch irgendetwas noch gerufen, nicht? Irgendetwas haben die noch gesagt. gehabt. Ja. Nachher sind wir mit der U-Bahn-Station runtergelaufen, haben gemerkt, ja, wir sind in der falschen U-Bahn. Dann sind die raufgelaufen, ich habe den Lift genommen. Es hat erst mal 3 Minuten gebraucht, bis er da unten war, weil irgendjemand oben blockiert hat. Also Ja. das war sicher etwas gewesen. Und dann am letzten Tag, dort Kreuzberg, wo wir umeinander gelaufen sind. Ah, bei Und das- Shababs. Genau, Boden. richtig. Wo wir jetzt erst zu Gary 36 sind, etwas gegessen, nachher dort einfach so ein bisschen rumgelaufen sind. Ich hätte jetzt das gesagt. Ja.
ja. Ja, gehe ich eigentlich mit. Gehe ich mit. Muss überlegen, was so mein... So ein lustiges Erlebnis ist auch, es kommt wieder das Jogging-Thema. Das Jogging-Thema. Ich bin mit der Liv noch am Sonntagmorgen am 5 Uhr sind wir aus der Hafenbar in Luzern. In Luzern. Aus der Hafenbar dort in Berlin gsi. Das war gerade neben der Oase. Sind wir eben heimgegangen. Dann sind wir von der Bushaltestelle vom Hotel, da musst du über die Straße laufen. Sind wir von dort noch zum Hotel joggt mit Rocky. Aber das Video kennst du? Ja, das haben wir mir gezeigt. Mit dem Pulli da oben. Richtig im Film gewesen. Ja, voll. Ja. Ja, wir haben nicht mehr können. Schon lustig gewesen. Das glaube ich. Aber so jetzt mein Top-Erlebnis allgemein, würde ich sagen, das habe ich erst letztens wieder so ein bisschen gecheckt, dass ich das eigentlich erlebt habe. 2014 war ja WM. Ja. Deutschland hat gewonnen. Und ich bin mit meinem Vater im Olympiastadion in München. Public Viewing. Wenn ihr euch vorstellt, 70'000 Leute schauen auf so eine Leinwand und schauen so ein Fußballspiel. Ja, das muss schon geil gewesen sein. Ich habe mir die Videos wieder angeschaut. Also was das für eine Stimmung war. Ja, das glaube ich. Ich kann das nachher mal etwas zeigen. Es ist mein Vater mit dem iPhone 4. Das ist krass. Das ist wirklich... Ich sehe so einen kleinen Niklas 10-jährig. Das schon... Das bleibt. Das glaube ich, ja. Das bleibt. Das ist echt... Ich kann den ganzen Tag kann ich dir erzählen. Am Morgen sind wir im Mac, jetzt geht es mörgeln. In einen Ort. In einen Ort? Wir sind von Tschechien, weil wir sind eben dort in Tschechien gewesen. Und mein Vater so, ey, Deutschland ist im Finale, wir müssen auf Deutschland. Ich kann nicht in Tschechien bleiben. Ja. Dann hat er sich Tickets angeschaut, dort eben Olympiastadion. Weiss ich noch, früher hast du nicht das online buchen, sondern hast müssen anrufen. So ein Reisebüro noch? Nein, du hast müssen bei der Ticketbörse für das Olympiastadion Public Viewing hast du dort müssen anrufen, 2014. Und hast müssen sagen, ja, du reservierst jetzt hier für Michael Kiel und Niklas Kiel 2 Tickets für das Finale, 14 €. Ja. Oder? Ich war irgendwie 20 Minuten in der Warteschlange für den Scheiß. Und nachher hatten wir die Tickets gehabt, nachher sind wir am nächsten Tag im Mac am Morgen zu Mörgeln, sind auf München gefahren, sind ins BMW-Museum parkieren, darum weiss ich, wo wir damals in München waren, bin ich ins BMW-Museum parkieren. Richtig, ja. Weiss ich, dass das ein gutes Parkhaus ist, in dem Sinn. Dann übergelatscht, Olympiapark, die Tickets holen. Nachher gehen wir raus. Es ist so eine Frau, so eine junge haben die vielleicht übrige Tickets für das Public Viewing, weil es ist alles ausverkauft. Ich muss mir vorstellen, 70'000 Leute aber ja, das ist für das Public Viewing. Aber WM-Final. Ja, klar. Das ist crazy. Nachher, den ganzen Tag dort rumgelaufen, BMW-Museum noch angeschaut, alles. Nein, Museum nicht, einfach die Welt haben wir angeschaut. Ja. Dann sind wir noch... Haben wir das Auto umparkieren, weil wir haben dort beim BMW-Empfang so gefragt, ja, weißt, weil das Park ist nur bis um 12 Uhr offen. Mein Vater so gefragt, ja, was ist, wenn jetzt Deutschland Verlängerung kommt, Penalty-Schüsse, Pokalübergabe, das zieht sich in die Länge. Ja. Wie lange haben die offen? Also ja, parkieren sie um, wir haben nur bis um 12 Uhr offen. Dann sind wir müssen wieder wegfahren, Olympiaparkplatz. Dort haben wir dann auch übernachtet, im Auto. Schon? Auf dem Parkplatz haben wir auf der Matratze gepennt, im 5er BMW noch. Und dann, sind wir dort rein. Das ist auch noch krass. Mein Vater hat das Thomas Müller Deutschland-Trikot angehabt. Mit Nummer 13. Mhm. Also das war da, so das VK? Nein, nicht das Rote, sondern das von 2010 noch. Ah, ja. Das mit dem schwarzen Badge und mit dem schwarz-rot-gold-Streifen, ja. Also, Nummer 13, Reihe 13 sind wir geguckt, Platz 1. Ja. Und das Goal ist in der 113. Minute passiert. Ja. Zufall, ich denke. Das ist wirklich ein Zufall. Und Kai Pflaume ist schnell bis vorbeigelaufen. Mein Vater hat das gefilmt und hat erst nachher gecheckt, dass das der Kai Pflaume war. Kai Pflaume, der ja. Kai Pflaume. Ja, der Kai Pflaume, der hat noch ausgesehen, ey. Ich habe ihn nicht gekannt. Ich habe nicht gewusst, wer Kai Pflaume ist in dem Moment, aber so jetzt kennt jeder Kai Pflaume, oder? Die Videos muss man nachher mal zeigen, wenn du Zeit hast. Ja, er hat ihn drauf. Du siehst ihn einmal kurz auflaufen. Also ich muss mir das so vorstellen, wir sind so, aber Reihe 1 war mein Vater, Reihe 13, Platz 1 war mein Vater.
Und nach Platz 2 bin ich gehockt und hier war gerade Stege zum Auflaufen. Und neben der Stege war VIP gewesen, also so Abtrennung zu VIP und nochmal ein Stege zum Auflaufen und da ist keine Pflaume bei uns vorbeigelaufen. Und hat so Fotos mit Leuten gemacht und mein Vater so, ist das keine Pflaume? Ich so, wer ist keine Pflaume? Ja, jetzt weisst du es. Voll. Aber und dann ist so Radiogang 96.3, das ist so ein Radiosender in München. Der hat so ein bisschen das Publikum weißt, so aufgepusht, so Stimmung gemacht halt ein bisschen. Haben sie gemacht. Und dann haben sie so gefragt, haben wir auch Argentinier hier? Einer hat sich gemeldet. Ein Argentinier. Ein Argentinier, 70'000 Deutsche. Der hat wahrscheinlich ein Fest gehabt, wenn Argentinien gewonnen hat. Ja. Aber er hat sich ein bisschen bedeckt halten. Ja. Ja, es war krass gewesen. Also ich könnte so viele Storys von dem Tag erzählen, das bleibt. Auch wenn, das ist jetzt... das ist auch schon 11 Jahre her im Sommer dann. Das ist so die Hälfte von deinem Leben einfach, wo jetzt... Also, Von deinem ja, jetzigen Leben. ja, voll. Mehr als die Hälfte ist jetzt so. Ja, das würde ich mal sagen, ist so ein Top-Erlebnis, wo ich jetzt so wieder ein bisschen raushole. Also ich erzähle immer verdammt lang, merke ich. Alles gut. Nächste Frage. Nächste Frage. Die Frage ist fett random. Trifft euch die Inflation hart? Wer hat die gestellt? Wer hat die gestellt dort? Gillian. Trifft euch die Inflation hart? Das ist krass. Also, die Steuern sind's. Steuern sind's im Moment. Also, das hat mich jetzt ein bisschen gekickt. Oder? Ein bisschen auseinander noch nicht, aber Krass. es kommt einfach so unerwartet. Du weißt, Steuern kommen, aber die kommen einfach irgendwann. Und dann musst du sie einfach innerhalb gerade innerhalb von einem Monat musst bezahlen. Und ich so, ja, okay, da nehme ich das Geld, aber dann habe ich wieder nichts. Ja. Ich tue es mir schon auf die Seite ansparen, so Klar, weil klar. du weißt, Steuern kommen, aber Mit dem 13. halt dann auch. ja, bei uns ist halt der 13. im Lohn jetzt drin. So. Ja, aber du kannst es ja gleich Ja, das mache ich auch. Das mache ich auch. Voll. Bonus kommt ja auch noch. Meistens viele Leute bezahlen auch von uns mit dem Bonus. So das Ding, ja. Aber ja, nein, Inflation an sich hart nicht, nein. Also wir können immer noch normal leben, aber es ist trotzdem... Ich bin jetzt auch gerade so am Überlegen gewesen, gibt es etwas, wo ich gemerkt habe, boah shit, das ist jetzt fett teurer geworden, oder wo du so einen richtigen Unterschied auf einmal gemerkt hast? Saturn Fein für 98. Saturn Fein für 98. Was? Du kannst den Spruch nicht. Nein. Saturn Fein für 98. Ist das Big Mac? Bang Menü Mac. Aha, nein, das habe ich nicht gekannt. Hast du das nicht gekannt? Nein. Es hat immer geheißen, Saturn Fein für 98, jetzt ist Saturn Fein für 69. Ja, Inflation. Ja, Inflation. Ja. Oder früher hat ein Hamburger 2 Stutz gekostet. Und jetzt? Wie viel ist jetzt? 4? Jetzt schau ich schnell nachher, das interessiert mich jetzt. Also was ich merke, sind halt einfach so Abos. Allgemein Sportabos, Hör Handyabos, mir auf. Internetabos, alles. Hör mir Das auf wird halt mit dem gefühlt- Shit. Gefühlt wird das alle halb Jahr teurer. Ich weiss noch Sky-Abo, ne? Mein Vater zahlt immer noch Sky-Abo Bundesliga. Ja. Und der hat mal so ein Angebot bekommen. Nein, früher hat das, glaube ich, 19 Stutz gekostet. Ja. Jetzt kostet es 25, aber du musst ein Jahr lang drin sein. Ja. Wenn du immer willst, also wenn du jederzeit willst kündigen, musst du 30 oder so zahlen. Und er hat halt damals so ein Angebot irgendwo bekommen, lebenslang 14 Stutz. Und das zahlt er jetzt einfach, weil das Ja. ist so, das günstiger bekommst du es Ja, nicht. klar. Oder auch Netflix. Netflix kostet auch mittlerweile so viel. Ja, das ist auch teurer geworden. Das ist krass. Das ist echt krass. Also, was? Mc's? Ah, die App brauche ich mit am meisten im Moment. Hamburger Inflation. Hamburger. Also, Order and Pay. Was sagt er? Ich muss schnell noch einen Mac auswählen. Schau mal, was die nächste Frage ist. Ich muss mal das WLAN hier verbessern. Das ist noch so ein Sommerprojekt. Hey, jetzt komm jetzt. Und sonst so, gefällt sich in der Schweiz. Ja, schöne Berge, schöne Landschaften.
Ist es geladen? Nein. Das interessiert mich jetzt. Was der Hamburger kostet? Ja. Was schätzt du? Ich sage 4 Stutz. Nein. Nein. Mehr? Nee. Ich habe das so nicht im Kopf gehabt. Weniger. 63. Ich glaube immer noch weniger. Aber trotzdem, es ist neben 2. Ich sage, es ist 2,80. Also, Jäger. Jetzt so, also. Ist jetzt gegangen? Produkte. Beef. Hamburger. Cool, dass hier auch ein Preis steht. Gut, dann müssen wir halt trotzdem wieder in die Order Pay reingehen. Mata Maria. Was habe ich gesagt? 82. 2,80. So? Also, ja. Aber eben, das hätte mal früher 2 Stutz gekostet. Inflation. Das ist krass. Ich glaube, in der Türkei ist es viel schlimmer. Also, wir haben ja einen in der Bank bei uns, im Geschäft. Und der erzählt immer so, ja, in der Türkei ist alles unbezahlbar geworden. Das ist Ja. wirklich Hyperinflation gefühlt dort. Es ist halt von Land zu Land unterschiedlich. Ja, voll. Ist ja so. Aber nein, es trifft die Inflation noch nicht, sagen wir es mal so. Nein, aber es war eine kreative Frage, muss ich Voll. sagen. Das ist eine gute Frage gewesen. Mit dem haben wir nicht gerechnet. Grüße gehen raus an Ja. Gillian. Die nächste Frage auch von ihr. Welches Konzert steht dieses Jahr noch an? Das nächste ist Don Toliver, hä? Für mich nicht. Das stimmt, die gehen ja nächste Woche Tyler, hä? Tyler. Zuerst ist Tyler der Creator nächste Woche, also bei mir jetzt. Dann Pascha im Konzert. Dann Don Toliver. Seitdem du das eigentlich falsch gesagt hast, ich muss immer überlegen. Don Toliver. Ja, also Tyler der Creator ist nächste Woche. Dann Pascha, dann Don Toliver. Steht noch etwas an? Frauenfeld vielleicht. Je nachdem, keine Ahnung. Und Just glaube ich noch nicht im Moment. Nein, das sind so die Konzerte, die mal bei mir anstehen, ja. Bei mir ist es eben Don Toliver mit dem Habasch. Nein, nicht nur mit mir. Ja, Wie viel sind wir? Das 6. 6. Ja. Du, Liv, ich, Linda, Jerry, Janik. Janik. Ja. Dann gehe ich ans Gampel. Zuerst aber noch Frauenfeld. Frauenfeld gehe ich Samstag vielleicht Ja. mit der Liv. Ja. Und vielleicht kommt auch noch der Jeffrey mit, glaube ich auch noch. Also ich weiß nicht. Irgendwie so. Das ist ein Tag, bevor wir auf Dinge gehen, ne? Auf Kroatien. Ja. Dann eben Gampel gehe ich sicher. Da müssen wir auch noch Tickets buchen. Ich sehe einfach Jesus. Stabil. Und dann habe ich glaube nichts mehr geplant. Doch. Bis Pitbull. auf. Oh Scheiße, stimmt. Ja. Das ist ja noch vor dem Frauenfeld Pitbull-Konzert gegangen, auf Antwerpen mit dem Jeffrey, mit der Linda. Wo ich kann einfach sagen, hey, ich muss den einmal sehen. Einfach so. Weil es hat halt die Kindheit so ein bisschen geprägt. So. Und 1999 gehe ich auch noch, im November oder Dezember. Okay. Ich glaube, ja, voll. Ja. Irgendwie so. Ja, aber so ist, ich glaube, es ist so eher so ein bisschen spontan. Bei mir ist immer so, also das Jahr habe ich bis jetzt, so überlegen, bis jetzt ist so kein Konzert gewesen, wo ich geplant hatte, wo ich gegangen bin das Jahr. Ist immer so Was für spontan. Konzert bist du das Jahr schon gewesen? UFO ist ja mega spontan gewesen. Haben wir Ja, am Abend voll. vorher habe ich mich noch reingebucht bei denen. Calcia Candela eigentlich 6 Stunden vorher, vor dem Konzert noch. Bones auch eine Woche vorher. Ja. Ja, Ja. voll. Genau. Aber chillig. Yes. Ich liebe Konzerte. Konzerte sind so cool. Ja, ist lustig. Ja, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Auch wieder für den Gillian. Eure Meinung zu offenen Beziehungen? Ist mit offenen Beziehungen gemeint, dass mehrere Leute so quasi in einer Beziehung sind, oder? Wenn wir Torben fragen. Willst du Torben fragen? Ich frage mal Weil Torben. ich glaube, das ist, also ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Oder ist das so eine Beziehung, wo du quasi offen bist
alles zu machen. So Eigentlich nur schon aus dem Grund, dass wir es nicht genau wissen, heisst eigentlich, dass wir eigentlich so nichts davon halten. so Interesse an dem haben. Also ich glaube, es ist einfach so, ja, du kannst mit mehreren Leuten in der Beziehung sein, beziehungsweise du kannst in einer Beziehung sein und trotzdem mit anderen Leuten Verkehr haben und so Zeug auch. Und ja. Ja. Also, was ist eine offene Beziehung? Bro, ganz entspannt erklärt. Eine offene Beziehung heißt, du bist zwar mit jemandem zusammen, also Liebe, Vertrauen, alles am Start, aber ihr erlaubt euch gegenseitig auch mit anderen was zu haben. Das kann bedeuten, nur Sex mit anderen, manchmal auch Flirten oder sogar Gefühle, je nachdem, was die beiden abmachen. Wichtig ist Ehrlichkeit und Regeln, damit keine Eifersucht verletzt wird. Also zusammen sein, aber nicht exklusiv bei Körperlichkeit. Aber Okay. willst du wissen, wie genau Paare das meistens regeln? Nein, ich glaube, oder was ich schon mal gehört habe, Mia Julia, die Malle-Sängerin, die ist in so einer offenen Beziehung. Okay. Weil die hat, glaube ich, auch schon in einem Musikvideo mal mit jemandem rumgemacht und so. Ja, Okay. voll. Also, was ich davon halte, wäre nicht mein Fall. Ganz klar. Wäre nicht mein Fall. Ich will schon eine Person haben, so, wo du voll... Also klar, du kannst du auch Vertrauen so aufbauen, aber ich möchte das nicht mit mehreren teilen. Ich möchte das so wenn dann nur mit einer teilen und das muss dann die richtige sein. Voll. Ja. Genau. Also ich sage es auch ganz kurz, also es wäre auch nicht für mich. Also, Ja. 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 Ja, können wir glaub, easy schnell abhaken, oder? Ja, voll. Ich habe auch nicht mehr viel darüber zu erzählen in dem Sinn. Ja, kommen wir schon zur letzten Frage am heutigen Tag vom Cyril. Oh, Auf unserem liebsten Kollegen. unser... Pilotenkollege. Genau. Was macht El Toni so geil? Alles. Alles. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Es ist so ein Blüte, die aufgeht im Sommer. Schon. Ja. Ja, weißt du, bei mir war die Kennenlernphase zwischen mir und El Toni ein bisschen holprig gewesen. Ja, das Aber stimmt. Mittlerweile, nach mehrmals probieren, haben wir uns dann auch gefunden. Gegenseitiges Ausprobieren. Oh mein Gott. Ja. Ja, nein, bei mir ist es ist halt schon langsam ein fester Bestandteil aus dem Alltag. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag El Toni trinke, aber es ist schon, eben, wie schon ein paar Mal gesagt, es ist so 2 bis 3 Mal in der Woche ist safe Eis drin. Ja. So, gestern hatte ich auch wieder 3 gehabt. Ist verdammt viel zwar, aber egal. Gut, gestern habe ich auch gebraucht, bis am 1 Ja. Ich bin noch bis am 4 Uhr unterwegs gewesen gestern. Wir sind nach dem letzten Fett sind wir noch im Mac. Haben den Jeffrey noch abgeholt. Schon? Der Jeffrey war auch noch wach gewesen, ja. Aha, ja, chillig. Ja, dann sind wir im Mac auf Wedischwil. Trip. Schnell auf Wedi rausgefahren. Ja, und dann hast du halt das El Toni gebraucht, oder? Und ich Ja. habe immer so ein 24er-Pack im Auto. Voll. Ich glaube, jetzt habe ich noch 5 oder so. Chillig. Muss man wieder kaufen. Wenn wir mal in Top CC gehen, ich habe ja so eine Karte jetzt. Ah, schon? Da kannst du es viel günstiger haben als im Coop. Ja, Im voll. Coop kostet, glaube ich, 45 das ganze Pack. Und im Ja, der Top Top CC CC ist halt so ein riesen Grosshändler. voll, dort habe kann's logisch ich es, glaube ich, für billiger, 33 oder so bekommen. Voll. Chillig. Ja. Ja, Ja. das sind alle Fragen gewesen. Coole Fragerunde gewesen, muss ich sagen. Ja, ich bin auch erstaunt gewesen, sonst kommt immer nur Scheiße. Aber das Mal ist wirklich mal, kann man brauchen. Kann man brauchen. Ja, Ja, so schnell irgendetwas. Heute ist so eine ganz komische Folge, habe ich so das Gefühl. ja. Gut, wir haben auch nichts geplant. Ich glaube, wir müssen uns wirklich mal, also zeitlich ist es im Moment halt hure schwierig. Ihr merkt es vielleicht auch bei den Reels. Ja. Also im Moment, wir sind froh, wenn wir ein Reel pro Woche rausbringen, weil im Moment zeitlich ist es eben ein bisschen kritisch. Es ist eigentlich immer so, es ist 6 Uhr am Abend. Und dann so, und kein Reel. Und dann so ein... Und am Tag nächsten Morgen schreibt einer von uns beiden so gegenseitig Fuck, das Reel. Ja, komm. Nächste Woche dann. Ja, aber nein, wir probieren es immer noch. Ja. Auch uns ist wichtig, dass einfach der Podcast immer pünktlich kommt. Ja. Wir nehmen das hier am Sonntag am 4 Uhr am Nami auf. Also jetzt sind wir 2 Stunden kommt der in Podcast. 2 Stunden der Podcast online, heisst, ich habe noch richtig noch zu tun.
Bringen wir an. Bringen wir an, darum, ja, ich würde sagen, wir strecken das nicht so lange in die Länge. So, ich meine, wir haben jetzt eh nichts mehr so zum Erzählen. Voll. Also das ist dann voll billig, aber egal. So sind wir halt. Künstlich rausstrecken, das Ganze ist auch nicht nice. Ja, voll. Keine Ahnung. Jetzt lieber mal so ein bisschen, ich sage jetzt eine knackigere Folge. Anstatt das jetzt noch irgendwie auf eine Stunde rausziehen, jetzt irgendwie 20 Minuten lang. Voll. Keine Ahnung. Über das schöne Wetter erzählen. Ich weiß auch nicht. Wir haben 13 Grad. Wir haben 13 Grad. Ja. Empfehlung von der Woche machen wir trotzdem, Rico. Stimmt, ja. Empfehlung von der Woche. Ich muss gerade überlegen. Empfehlung von der Woche. Wenn ihr Deutschland, Autobahn, linke Spur frei habt, fahren. Nein. Es hat schon Spass gemacht. Boah, ich habe eine Empfehlung. Was? Boah, ich habe auch eine. Aber ich glaube nicht, dass wir das Gleiche haben. Aber, ja. Das ist etwas aus Berlin. Und zwar sind wir ja, wir haben es euch ja letzte Woche erzählt, wir sind so ein bisschen Snacks posten. Und haben wir so, ich weiß nicht, wie die heißen, etwas mit G. Es sind halt wie so kleine Zimtschnecken gewesen. Die Franzbrötchen da. Ja, Franzbrötchen, ja. Ja, die kleinen Franzbrötchen da. Ah, die du gehabt hast, die in den Cinnamon Rolls. Ja, eine Art, ja. So kleine, ja. Und die sind hure geil gewesen zum Essen. Also wenn ihr mal in Deutschland sind, ich kann euch den Namen zwar nicht sagen, aber... Nicht nur in Deutschland, gibt es auch in der Schweiz. Gibt es ja in der Schweiz? Ja, einfach nicht so, also sie heißen nicht so, aber sie sind ähnlich. So, habe ich auch schon mal gehabt hier. Wenn ihr es in der Schweiz kennt, kauft zuerst so eine rote Verpackung einmal gewesen. Hat glaub mit G angefangen, der Name. Ja. Meine Empfehlung. Gut. Meine Empfehlung. Raus. Also, im Moment, also wo wir auf der Rückfahrt waren, sind wir in BK gegangen. Ah, okay. Und dort hat es etwas gegeben, wo der Nicker so dachte, Alter, irgendwie tönt das voll schräg, aber irgendwie cool, dass ich es mir jetzt hole. Und zwar, ich wüsste ja, was Essiggürkli sind, oder? Einfach frittiert paniert. Das ist schon crazy, dass du das einfach bestellen kannst dort. Dann habe ich das bestellt und ich habe mir so gedacht, das kann jetzt, entweder ist das jetzt Katastrophe oder das ist jetzt wirklich der Shit. Und jetzt ungelogen, mit dieser Chipotle-Soße da, ist das der Shit gewesen. Also es ist wirklich, muss ich auch mal hier machen, so selber machen. Keine Ahnung wie, aber ich probiere das mal. Okay. Ist schon verdammt geil. Empfehle ich. Wenn ihr mal die seht, probiert es. Ich glaube, es ist nur für kurze Zeit. So das kommt ja fix wieder ja, sonst selber machen irgendwie. Es ist schon brutal gewesen. Voll. Das ist meine Empfehlung. Ja. Ja? Also. In dem Fall, in diesem Sinne, danke vielmals fürs Zuhören. Man hört sich nächste Woche wieder. Und nächste Woche vielleicht wieder mit einem Gast, wenn wir es anbringen. Oh ja, vielleicht. Ich habe schon ein paar Ideen. Okay, gut. Können wir nachher besprechen. Gut. Also. Bis in 2 Stunden, beziehungsweise ihr seht das, wenn wir 2 Stunden vorher den Podcast aufgenommen haben. Also, ciao zusammen. Tschö.